Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute habe ich wieder etwas zum Auspacken. Praktisch eigentlich jeden Tag oder fast in der Woche 2-3 Mal kommt etwas Neues. Und zwar ist das eigentlich wirklich das erste, was ich jetzt mal gekauft habe durch die Bits und Spenden, die über den Stream gekommen sind. Also merci vielmals an dieser Stelle für eure Spenden, Bits etc. Und zwar habe ich das jetzt gerade mal investiert in einen Elgato, weil ich habe zwar jetzt momentan schon eine, aber das ist noch ein HD-Capture von 2010, 11 oder so, also eine relativ alte. Und ja, darum mal eine Zeit umwechseln auf eine neue, vor allem, wo man auch 60 FPS aufnehmen kann, plus auch zusätzlich noch davon abstreamen, was ich dann nachher ins OBS reinnehmen kann und dementsprechend einfach noch mal ein besserer Stream geht. Auch PS5 sollte endlich drüber gehen, dann, von dem her sehr gut. So, wir packen mal das zusammen aus. Gerade an dieser Stelle muss ich noch sagen, vielleicht habt ihr das schon gesehen oder sieht man es echt? Ja, da. Also bei Digitec habe ich das Ganze geholt und es ist auch kein neuer Elgato, also es ist keine neue, es ist ein Occasion bzw. Digitec bietet es manchmal an für gewisse Produkte, dass man gebraucht die wieder neu kaufen kann. Also die gehen dann zurück, werden dann kontrolliert, ob es irgendwelche Fehler haben. Und sollte das nicht der Fall sein, dann wird das auch wieder frisch verpackt und dann kann man das wieder neu kaufen. Und das ist jetzt so eins. Kostet einfach im Schnitt, sagen wir mal, so 50 Stutz weniger. Darum habe ich auch das so gemacht. So, also wir machen das mal auf da. Da kann man das so voneinander schieben da. Ich hoffe, das Bild ist einigermaßen gut, weil es ist mit der Webcam, wo ich das Ganze aufnehme. Halt ganz normal vom Stream, aber normalerweise ist sie aber halt ein bisschen kleiner und dann sieht es ein bisschen besser aus als vielleicht jetzt so von einem grossen Bild. So, dann haben wir den Elgato so. Und jetzt müssen wir mal schauen. Es kann sein, dass das alles wahrscheinlich nicht mehr original verpackt ist, aber es sieht eigentlich relativ gut aus. Voilà, so sieht das Ganze aus. Also wir haben hier jetzt mal ein HDMI-Kabel. Und das sieht sogar relativ noch gut aus. Genau, dann haben wir hier unten noch ein USB auf USB-C Kabel, also ein USB-A auf USB-C Kabel. Ja, das ist eigentlich auch Standard. Der Schade ist nicht USB-C auf USB-C, weil das wäre besser gewesen, vor allem für das MacBook, weil ich habe dort nur einen USB-C-Anschluss und der Sticker ist sogar noch dabei. Und dann haben wir hier eigentlich dann das Hauptgerät, die Elgato HD60S Plus, also die neueste von diesen Capture Cards. Es gibt zwar noch die 4K-Box, die aber dann etwa so über 350 Stutz kosten, wenn nicht sogar noch mehr. Der Vorteil einfach bei dieser wäre noch gewesen, dass du 4K-Gameplay gerade aufnehmen kannst. Das Problem ist einfach auch das, jetzt gerade wenn man auf Twitch streamen, ist immer noch Full HD eigentlich dort der Standard, also 4K geht gar nicht. Darum ist das eigentlich gar nicht interessant. Hängt das Führung und man kann auch 4K 60 HD aufnehmen, 4K 60 HD, genau, 4K 60 FPS gamen und Full HD aufnehmen und 60 FPS, also von dem her ist das eigentlich tiptop. Gut, also ich tue mal das dann anschliessen und testen. Und ich tue mal schnell ein bisschen Testaufnahmen machen und euch einblenden von der alten Capture Card und von der neuen Capture Card. Ob man dort irgendwie einen Unterschied sieht, vielleicht mal schauen. Und ja, bin gespannt, ob es sich gelohnt hat oder nicht. Aber ich denke schon, weil eben hauptsächlich schon das Streamen drauf macht schon wesentlich mehr Sinn dann darüber. Gut, das Gameplay, das jetzt kommt, ist von der PS5. Also ich tue GTA auf der PS5 aufnehmen. Und das ist jetzt mal mit der HD-Capture, der HD-Capture, irgendetwas, wie sie ja wieder geheißen hat. Und die nimmt eigentlich nur in Full HD auf und in 30 FPS und die wird eben 60 FPS sein. Und wir schauen mal, ob wir einen Unterschied sehen. Wobei GTA ist vielleicht jetzt gerade nicht so ein gutes Game. Sonst nehmen wir halt lieber Black Ops, weil GTA läuft ja auf der PS5 immer nach wie vor mit 30 FPS. Und da sehen wir vielleicht dort schon ein einen besseren Unterschied. Also würde ich mal sagen, wir switchen über zu der PS5 und wir sehen uns gerade wieder. So, also wir sind jetzt einmal in GTA 5 mit der HD Capture Card, also die alte Capture Card, die ich so hatte. Und so würde das mal aussehen. Wir sind jetzt einfach mal mit einem NPC unterwegs. Und wir schauen jetzt einfach mal ein bisschen auf Details, ob wir etwas sehen. Wir sind halt nicht so wahnsinnig schnell mit dem, jetzt merke ich gerade. Das war vielleicht eine schlechte Entscheidung gewesen. Aber muss ehrlich sagen, es geht eigentlich gerade noch. Also das Bild, wie ihr es jetzt gesehen ist einfach wirklich unbearbeitet oder gar nicht. Normalerweise habe ich noch irgendwelche Filter drauf oder ein bisschen schärfe Konturen drin, dass es ein bisschen besser aussieht. Aber so sieht eigentlich das Video aus, wenn es direkt aus der Capture Card rauskommt. Jetzt eben, wie gesagt, über PS5.
Also seht auch da, kann ich auftun, das PS5-Menü. Und ja, so sieht das aus. Es sieht eigentlich, wie gesagt, recht in Ordnung aus. Ich glaube, das Grosse von den Details her wird sich wahrscheinlich nicht viel tun. Aber so wäre das etwa, wenn ich heute nochmal aufnehme. Und wir switchen jetzt nachher schnell kurz über switchen auf die neue Capture Card. Ob wir dort irgendwie aufnahmetechnisch einen Unterschied sehen. Aber wie gesagt, es kann sein, dass es nachher auf 60 FPS auf switcht, wobei ich glaube, GTA 5 läuft immer noch auf den 30 FPS. Also ist mir jetzt nie etwas aufgefallen, dass es irgendwie schneller läuft. Aber ja, wir switchen jetzt mal über auf die andere Capture Card. So, also das wäre jetzt das Bild mit der neuen Elgato. Ich habe ein bisschen Problem gehabt, das Ganze jetzt zu verbinden, weil ich glaube, man muss eine Stromversorgung haben am Laptop, wenn man mit dem Laptop aufnimmt. Weil ich glaube, die USB-Ports an den Laptops haben zu wenig Strom drauf, dass es die Elgato betreiben kann, weil es ist jetzt vorher die ganze Zeit nicht gegangen. Erst als ich das Netzteil angeschlossen habe, ist es gegangen. Und es ist gut möglich, weil halt die vielen Laptops eigentlich immer so einen Energiesparmodus haben, dass die USB dann nicht richtig versorgt werden. Ja, jedenfalls geht es jetzt. Ich bin froh, dass es nicht kaputt ist. Und so wird das Bild eben aussehen. Also auch wieder unbearbeitet. 60 FPS wären erlaubt. Jedoch glaube ich nicht, dass 60 FPS gerade übertragen werden, weil eben GTA ist halt schon ein älteres Game und ich glaube nicht, dass Rockstar das optimiert hat auf 60 FPS. Es läuft zwar schon flüssig, aber ich glaube nicht, es sind 60 FPS. Und ja, also ich merke jetzt so jetzt auf dem Fernseher selber nicht einen grossen Unterschied, muss ich sagen. Jedoch sehe ich auf dem Bild vom PC, also wo gerade das Game nebenbei läuft, oder die Aufnahme nebenbei läuft, dass es schon von der Farbe her ein bisschen besser aussieht. Das andere war immer recht verblasst, das ist jetzt nicht so. Und ja, da würde ich mal sagen, wir switchen noch über ins Cold War. Wir schauen mal dort, wie es ist, wo ja alles Mögliche drin ist auf der PS5, also 60 FPS, Raytracing und. Wir dort einen groben Unterschied noch sehen. So, also wir sind jetzt hier in Cold War und also ich habe hier auf meinem Fernseher weiterhin die 4K 60 FPS. Auf der Aufnahme wird es ein Full HD sein mit 60 FPS, oder sollte auch so sein. Ich sehe es dann am Schluss zum Ende selber, wenn ich dann Datei einfüge ins Game. Das ist jetzt nur ein Spot-Game, also nicht verwundern, wenn jetzt so gerade ein paar Leute einfach ja, richtig wegrasieren. Es geht noch mal ein bisschen darum, zum Demo, wie gut das funktioniert mit der PS5 zusammen. Aber bis jetzt eigentlich recht beeindruckend. Also eben, wir sind jetzt hier mit der HD 60 S Plus drauf, also mit den neuen. Und ich muss sagen, also jetzt von mir, vom Gameplay, merke ich jetzt nicht irgendwie eine Verzögerung oder so. Wie dann nachher das Ganze aussieht auf der Aufnahme, weiß ich jetzt gerade so nicht. Es sieht aber nicht schlecht aus, muss ich sagen. So. Das Coole ist jetzt, ich sehe, dass es eine Live-Aufnahme ist oder dass es auch flüssig läuft, weil bei den anderen HD-Capture war es immer so gewesen, dass ich das nicht hatte. Dort war das Game recht verzögert oder immer am Stocken gewesen. Und da läuft es jetzt aber eigentlich wirklich sehr, sehr flüssig, sehr gut. Wow, eine Drohne habe ich bekommen, sehr schön. Ich will mal gerade nochmal eine Drohne. Was halt einfach nicht würde gehen, wäre jetzt halt einfach 120 FPS, also die würde er jetzt nicht durchlassen, da würde es wahrscheinlich dann ein Problem geben. So, hier, genau. Das Bild ist natürlich dann auch wieder unbearbeitet, also es ist wirklich einfach nur die Rohdatei, ich tue keinen Filter drauf oder so, gar nicht. Und ich glaube, wir werden da schon irgendwie einen Unterschied merken gegenüber der normalen HD-Card, die ich vorher hatte. Hallo? Trifft er nicht? Das war verdammt knapp. So. Hallo, Schlag. Okay. Hallo, komm, ich will sie finishen. So, geht doch. So, also gut, ich glaube, das reicht mal. Und ja, das switchen wir jetzt nochmal auf die HD-Card über, weil ich jetzt gerade das Ganze so angeschlossen oder angeschlossen, glaube ich, einfach das Game geswitcht. Wir switchen jetzt noch schnell kurz zu der alten HD-Capture-Card und schauen mal, wie dort das Game dann läuft. Wenn es überhaupt läuft, aber ich glaube es schon. Die Frage ist einfach nur, wie gut. So, also wir sind wieder zurück in Cold War und das erste, was mir gerade auffällt, ist irgendwie, dass das Bild ein bisschen heller ist und nicht mehr so echt wie, oder nicht mehr genau gleich wie auf der
mit dem direkten Anschluss, so hätte ich sagen. Also wenn wir jetzt das HDMI-Kabel einfach direkt im Fernsehen reinjassen, dann nachher ist das Bild anders als über die Capture Card. Also über die Capture Card ist das Bild ein bisschen bleicher, würde ich sagen. Von den Frames her merke ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht großen Unterschied. Ich merke einfach nur, dass es recht verschwommen ist und nicht mehr so scharf vom Bild. Wie es dann nachher in der Aufnahme wird sein, weiss ich jetzt natürlich auch nicht, wenn ich jetzt so rüber schaue. Es ruckelt schon ein bisschen mehr. Also beziehungsweise, man sieht schon, dass es nicht 60 FPS sind. Es läuft wirklich auf 30 FPS. Und ich glaube auch, es läuft bei mir jetzt schon auf 30 FPS. Ich weiß nicht, es läuft ganz speziell gerade. Also es ist einfach anders. Nicht so geil wie vorher. Vor allem einfach heller. Es ist eigentlich unglaublich, dass man so frühe Games aufgenommen hat. Also vor allem ein riesen Verlust eigentlich vom Bild oder von der Bildqualität. Dann müssen wir noch schnell kurz das Auto aktivieren, dass wir da noch ein bisschen fetzen können. Das lenkt sich immer so krüppelig. So. Ja, es ist schon anders. Also ich kann natürlich selber wieder ein Bild machen, schlussendlich. Die können auch, denke ich, das besser beurteilen nachher über YouTube, als ich jetzt gerade hier nicht im Gamen bin. Aber ich glaube, man sieht schon einen Unterschied. Also wie auch hier wieder eine Datei unbearbeitet, kein Unterschied, eben PS5. Und ich tue einfach wirklich das immer so einfügen, tue nicht bearbeiten. Höchstens haben wir 2-3 Sachen rausgecutten, wenn ich wieder versprochen habe, man kennt es. Aber sonst ist es wirklich anders. Also mir tut das Bild schlechter, ganz ehrlich. So, also einen gehen wir noch auf Finishen wieder, wie vorher. So, jetzt. Und da hat es auch noch gerade genau. Gut, aber wir haben es jetzt noch gesehen. Und dann würde ich mal... wie das aussieht. Und dann... der hat überlebt, lol, okay. Aber dann würde ich mal sagen, wäre es das gewesen mit dem Vergleich mit der neuen Elgato. Merci vielmals noch einmal an dieser Stelle für eure Bits und für eure Donations. Und wir gerne in den Streams. Wie gesagt, ihr dürft auch gerne an mein Mikro schauen, wenn ihr noch nie auf dem Stream sind von mir. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Oder sonst haben wir es eben, wie gesagt, am Freitag auf die 7:30 startet immer ein Stream auf twitch.tv/castle.ch. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder oder im nächsten Stream. Merci fürs Zuschauen, schönes Abend noch, schönes Tag noch und ciao!